der Punkt ist ja genau, das ist ja alles extrem cool. Also wir sind ja froh für technische, wissenschaftliche, medizinische Fortschritte. Wir wollen auch nicht in einer Welt leben, wo das nicht ist. Aber gleichzeitig ist das Spannende bei der Technik eben, dass sie unsere menschlichen Probleme nicht lösen kann. Wir stehen am Anfang von dieser Woche, Mitte Juni, wo traditionell, kann man schon fast sagen, zum 10. Mal jetzt ein Studientag in Freiburg stattfinden vom Zentrum Forum Glaube und Gesellschaft an der Universität Freiburg. Führen sie eben jetzt die 10. Studientage zur theologischen und gesellschaftlichen Erneuerung durch. Und ich freue mich sehr, das aufzugreifen. Das ist übrigens der coole Flyer dazu, wo man schon ein bisschen merkt, wow, es geht um Kunst, es geht um Kreatives, Innenwirkung, Gesellschaft und natürlich, was hat das mit dem Evangelium zu tun, was hat das mit dem christlichen Glauben zu tun. Das ist das, was das Team rund um Oliver Dürr jetzt die nächsten Tage wird beschäftigen. Genau. Vom 13. an startet er. Was ist das aber so für ein Gefühl, wenn wieder die vor der Tür stehen? Es ist aufregend. Es ist natürlich extrem viel Arbeit in der Vorbereitung. Das Organisieren, Koordinieren, dass ganz viele Leute, wir haben bis zu 50 Redner, Rednerinnen, die irgendwo engagiert sind, ganz viele Mithelfer. Und jetzt freuen wir uns. Also Aufregung, aber gespannt. Also, es wird ein cooler Tag. Es wird eine inspirierende Zeit und auf das freue ich mich. Es ist ja jetzt gerade noch frisch und andere Situationen, weil du seit Anfang Mai die Leitung übernommen hast vom Zentrum Glaube und Gesellschaft und jetzt auch beim Yahoo Biel ist gerade eine Umstellung, wo ja auch so die Gemeinde ist, wo ihr daheim seid. Genau. Es gibt so ein bisschen in verschiedenen Bereichen eben schon Generationenerneuerung, Wechsel, gell? Ja, genau. Das war schon ein längerer Prozess. Also in der Gemeinde haben wir schon 2016 angefangen, also vor 8 Jahren, uns Gedanken zu machen, wie ist es denn, wenn die Pensionierungen kommen und so. Und haben lange Zeit gehabt, für das durchzudiskutieren. Und im Studienzentrum parallel natürlich auch, weil die Pensionierungen sich festgelegt haben von der Uni, natürlich ist eine harte Deadline. Und darum haben wir einen längeren Prozess gehabt, auch schon spannend mit den Involvierten. Es hat sogar einen Wechsel gegeben. Ursprünglich war gedacht, dass ich den Hauptakzent in der Gemeinde habe. Und der jetzt den Hauptakzent in der Gemeinde hat, wäre eher im Studienzentrum gewesen, wo er das mitgegründet hat, der Andreas Steigruber. Und jetzt haben wir uns aber entschieden, im Laufe dieses Prozesses, auch von einem Gebetsprozess, gemerkt, was sind die Gaben, was sind die Akzente. Darum freue ich mich jetzt, in diesem Zentrum Glaube und Gesellschaft der Direktorposten zu übernehmen. Und natürlich mit höherer Kontinuität. Wir sind ein cooles Team. Wir die grossen Fragen gemeinsam prozessieren. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Phase, auf das, was dann noch vor uns liegt. Sehr cool. Und bei dir kann man sagen, du hast Theologie studiert an der Uni Freiburg. Und eben, klar kann man die Bären noch erwähnen, oder? Wo der Wallendür, wo viele auch ein bisschen wissen, der hat viel Aufbauarbeit gemacht über die letzten Jahre. Ist ein visionärer Pioniertyp. Aber so ein bisschen, wie ich dich jetzt erlebt habe, schon in diesen paar Gesprächen vor unserem heutigen Talk, merkt man, ja, da ist schon viel von dieser Kraft drin, von dieser Energie. Ja, merci. Das ist natürlich ein Kompliment. Ja. Ich glaube, er hat einen wichtigen Beitrag gehabt im Aufbau. Das Zentrum würde es nicht geben ohne ihn und ohne Andreas Steigruber, der das über die letzten 10 Jahre so eine Art Netzwerkort für Leute, die an Kirchenerneuerung interessiert sind, aufgebaut haben. Und in der Gemeinde auch. Also dort treten wir ein reiches Erbe an. Das erfüllt einem auch ein bisschen mit Ehrfurcht natürlich. Was macht man? Das ist jetzt eine Gemeinde, wo es kommen etwa 400 Leute in Gottesdienst am Sonntag. Was bedeutet das zu übernehmen? Das ist eine grosse Verantwortung im Studienzentrum auch. Und wir haben einfach das Glück, dass es nicht ein harter Wechsel muss sein, im Sinne von, die sind jetzt weg und wir haben nichts mehr mit ihnen zu tun, sondern dass man im Gespräch ist miteinander und ehrlich gemeinsam die Vision auch schon geprägt hat über die letzten Jahre, also wo die Studientage, wo das Zentrum heute ist, habe ich auch schon mitprägen. Und in dem Sinne ist dort wie eine organische Bewegung, die ich übernehmen kann. Aber ehrlich, in etwas reinkommen, das schon da ist. Ich muss es nicht als neu erfinden, sondern wir haben dort eine Linie und die entspricht auch mir, entspricht auch meinen persönlichen Anliegen, meinen Hoffnungen und Träumen. Und darum bin ich froh, ja, das ist Fakt. Super.
Hey, also Oliver, lass uns doch ein bisschen genauer hinschauen, jetzt, was ihr für ein Thema dieses Jahr so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das christliche Zeugnis in der Gesellschaft. Ja. Dort rundherum werden viele Gäste eben jetzt referieren dazu. Ja. Was ist so das, was du dir erhoffst? Ja. Also ich erhoffe mir wirklich so einen motivierenden Impuls für ganz viele Leute dort, die sie sind in ihrem Leben, das Evangelium auf neue Arten zu leben, zu kommunizieren und dem irgendwie eine konkrete Gestalt zu geben, Form zu geben. Also das Thema des kulturellen Zeugnis, der Ausgangspunkt ist eigentlich Pluralismus. Es steht jetzt nicht extrem gut um die Zahlen des Christentums. Die Leute gehen eher aus der Kirche als in die Kirche rein. Auch wenn zum Teil im freikirchlichen Bereich noch stabile Zahlen sind. Und man hofft, dass sich das natürlich auch hält. Aber grundsätzlich das Christentum nimmt eher ab im Blick auf den Einfluss. Also die meisten Leute, die man auf der Straße trifft, sind entweder nicht interessiert oder haben mittlerweile auch überhaupt keine Ahnung mehr, was das überhaupt ist. Und wenn sich Leute irgendwie interessieren, dann zum Teil eher so ein bisschen abgrenzend, bleibt mir fern mit euren Vorstellungen, mit euren Ideen. Und in so einer Situation sind wir ehrlich einfach überzeugt, dass es neben allem, was wir schon machen, Gemeindeleben irgendwie kultivieren und leben und probieren, das Evangelium miteinander zu leben als Kirche, mit Leuten über den Glauben zu reden, auch rational darüber nachzudenken, was sind die Gründe für den Glauben. Das braucht es alles und gleichzeitig haben wir das Gefühl, der Bereich von Kultur, von Kunst, von Kreativität, aber das muss man jetzt nicht nur die Künstler sozusagen, sondern auch einfach wir alle. Es braucht eine Verkörperung vom Evangelium. Es muss nicht greifbar und erfahrbar werden. Und jetzt das Gefühl, Kirchen spielen eine wichtige Rolle. Was passiert, wenn Leute zu uns kommen, in die Gemeinschaft hinein, was erleben sie dort vom Evangelium? Das ist ein extremer Schlüssel. Aber das andere ist auch so ein bisschen, was ist mit denen, die eben nicht in eine Kirche kommen würden? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, beim Christentum nachzuschauen, was es dort für Ressourcen gibt, für die Herausforderungen, die wir haben im Leben? Die politischen, die gesellschaftlichen, die sozialen Herausforderungen. Wie kommt überhaupt jemand wieder auf die Idee, dass vom Christentum her Quellen vom Leben, Ressourcen kommen, Lösungsvorschläge für unsere Zukunft, auch gesellschaftlich so. Und um das geht es eigentlich. Wie kann man das Evangelium in unsere Kultur neu wieder reinreden? Und da habe ich das Gefühl, es braucht viel Arbeit, kreative Arbeit, konstruktive Arbeit. Und da muss man wirklich in die Welt hineingehen, in die Bereiche hineingehen, wo Herausforderungen sind und sich das durchdenken, was macht das Evangelium hier für einen Unterschied? Und dem einen Ausdruck verleihen, das ist eigentlich das, wo ich das Gefühl habe, was das Christentum unbedingt machen muss, wo dran ist. Und das ist das, wo wir uns damit beschäftigen. Wie sieht das aus? Das ist rein so, wenn man schaut, wo wir eben stehen, du hast es ein bisschen angetönt, institutionell, dann sind wir irgendwo schon ein bisschen ein Fremdkörper oder der Welt irgendwie fremd geworden und brauchen neue Wege. Oder? Ja, unbedingt. Für den Reichtum eben den Leuten wieder neu zu vermitteln. Was würdest du sagen, Institutionen braucht es ja weiterhin, oder? Du bist auch überzeugt davon. Ja. Du bist auch in der Leitung von der Kirche, oder? Ja, unbedingt. Also man kann nicht sagen, irgendwie, wir schenken uns das alles und gehen einfach irgendwo in die Arbeitswelt und that's it. Ja, nein, genau. Das ist spannend, dass schon in der Geschichte, mich interessiert immer ehrlich, wie hat der Heilige Geist über 2000 Jahre mit seiner Kirche gearbeitet. Und dort drin muss irgendein Erfolgsrezept sein, weil es gibt uns immer noch nach 2000 Jahren. Wir sind eine der ältesten Institutionen sozusagen. Und wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, die Geschichte, die Gott mit seinem Volk geschrieben hat, ist es immer ein Mix gewesen, oder vielleicht ein Balanceakt zwischen Institutionen und realem Aufbruch, charismatischer Erweckung, in die Ausgießung vom Geist, irgendetwas Lebendiges. Und das Lebendige ist natürlich zuerst, klar. Es passiert irgendetwas so. Aber sobald du Leben hast, sobald die Leute schon miteinander zusammenleben und gemeint sein, musst du mit der Zeit, wenn du willst, dass das die Kinder auch übernehmen können und die Kinder der Kinder und die Kinder. Also wenn du längerfristig denkst, dann gibt es automatisch Institutionsbildungsprozesse. Und mit dem hast du automatisch eine Versteinerung oder eine Stabilisierung, kann man beides sagen. Oder es ist eben so ein bisschen beides. Und eben das Bild, das mir dort immer hilft, ist das von einem Körper. Ein Körper, wenn er lebendig ist, hat er sowohl Fleisch und Blut, aber er hat auch ein Knochengerüst. Und für mich sind Institutionen ein bisschen wie das notwendige Knochengerüst. Wenn du irgendwo her laufen willst, brauchst du das. Wenn du längerfristig unterwegs sein willst. Sonst bist du einfach nur ein Fleischhaufen, der lebendig ist, aber der halt einfach ist, wo er ist. Und that's it. Und dann irgendwann ist es vorbei. Und das heisst, es braucht einen Balanceakt. Ich habe das Gefühl, im Moment
wäre es vielleicht wieder ein bisschen dran, am Lebendigen zu arbeiten und zu überlegen, wie kommt Fleisch an Knochen von diesen Institutionen, von der Kirche, wie sie da ist. Aber, und die Idee von diesen Studientagen oder von dieser Konferenz ist auch genau das, über das nachzudenken, wie würde es aussehen in allen Gesellschaftsbereichen, in der Kunst, in der Kultur, dem wieder neu eine lebendige Gestalt zu geben. Und auch im Gebet ziehen wir jedes Mal auch, einen Gebetsgottesdienst, der die Tagung abschließt und die Tage sind strukturiert am Anfang und am Schluss mit Gebet. Weil natürlich am Schluss muss der Heilige Geist etwas machen. Es ist nicht nur eine Reform oder ein Kulturprogramm, sondern es braucht echt das Leben vom Heiligen Geist, aber es braucht auch Menschen, die bereit sind, mit dem etwas zu gestalten. Weil es gibt ja auch einige, die haben gar nicht im Moment das Verlangen, dass sie speziell wieder aktiviert werden oder so, oder? Die sind eigentlich froh, möglichst, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Ja. So ein bisschen, oder? Und ja, genau. Und ich glaube, das Hauptproblem, wo ich das sehe, ist, wenn jemand einfach zufrieden ist mit seinem Leben und dann kommt ihm jemand andemonstrieren, eigentlich würde dir noch etwas fehlen und mir hat die Antwort, komm doch zu uns in die Kirche. Das hätte ich niemand gern in der Erfahrung. Ja. Aber das andere ist, wir leben ja in einer Zeit, wo eine tiefe Verunsicherung ist. Man fragt sich ja, wo geht es her mit Technik, mit KI, mit Digitalisierung, wo geht es her wirtschaftlich, wo geht es her mit gesellschaftlichen Herausforderungen. Plötzlich haben wir den Krieg sehr nah an Europa, in Israel. Plötzlich merkt man, hey, wir haben echte Herausforderungen. Wie gehen wir mit denen um? Es ist eigentlich nicht einfach alles gut, sondern wir haben Probleme und wir brauchen Lösungen, aber wo haben wir die Lösungen her? Und dann, und das ist jetzt die Aufgabe, dann zu sagen, ja halt, der christliche Glaube, die Kirche hat dort etwas beizutragen, hat eine Hoffnung, hat einen Glauben, hat Ressourcen, wie wir über den Menschen nachdenken, wie wir über die Gesellschaft nachdenken, wie wir über das Leben nachdenken, wo wertvoll wären, wo wichtig wären als ein Ankerpunkt in den Herausforderungen, wo vielleicht sogar kreative Innovationen müssen kommen von christlicher Seite in diesen Bereichen. Dort habe ich das Gefühl, da wird man in Zukunft auch wieder froh sein, wenn sich Christen aktiv engagieren und das reinbringen, was sie haben. Aber da ist zuerst klar, wir haben eine Not und dann suchen wir Lösungen. Und ich habe das Gefühl, dort ist eine Challenge, das ist eine Aufgabe für uns, aber dort ist auch eine Chance. Und wir wissen, ich meine, Gott meint es gut mit dieser Welt. Er will ja, dass es irgendwie gut kommt mit unserem Leben. Und darum würde ich einfach auch ganz mutig erwarten, dass wenn wir beten, wenn wir auf ihn hören, dass wir dort auch Impulse bekommen, was ist in unserer Zeit dran und wie können wir als Christen einem grösseren Ganzen zudienen. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Genau. Und du bist ja überzeugt davon, dass eben das Christentum Antworten hat oder dass es von unserem christlichen Erbe und dem allem, was wir drin haben, am Schatz sozusagen, überall Antworten würde geben. Ja. Und das ist ja eigentlich wahrscheinlich auch das, was ihr jetzt von diesen verschiedenen Stimmen auch ein bisschen vorzeichnen, was könnte das heissen? Was heisst das? Ja. Und zum Teil sind es Antworten, zum Teil ist es auch schon nur die Herangehensweise. Es ist eben, dass man als Christ fast vom Evangelium her motiviert ist, zu sagen, komm, wir gehen gemeinsam in einen Prozess von Hören. Ich sage jetzt einmal zu vielen von diesen Themen, was ist die Antwort? Oft ist die Antwort auch, wie wir miteinander unterwegs sind. Also eine der grössten Herausforderungen ist, die ich sehe im Moment, ist, unsere ganze politische und öffentliche Kultur ist einfach völlig auf Fronten, die sich bekämpfen. Und man kann nicht miteinander reden, du hast entweder die richtige oder die falsche Meinung, du bist hier oder dort, du bist links, rechts, was immer du bist. Aber es gibt keine Kommunikation mehr. Und dort hat eigentlich die Kirche, wo genau ein Ort ist, wo eben Leute aus der SP und aus der SVP, Linke und Rechte, was immer, mit verschiedenen Meinungen, alle zusammen am Tisch vom Herrn, beim Abendmahl, beim Gottesdienst, bei der Predigt eins werden vor Gott, hat eigentlich eine wichtige Funktion, hat eigentlich etwas Prophetisches.
Und das wieder reingeben können, sagen, wir können zum Beispiel politische Differenzen haben, aber sind gleich miteinander befreundet, haben einander gern, trauen einander zu, dass wir es ehrlich gut meinen miteinander und mit der Welt und mit der Gesellschaft und können gleich eins sein in Christus. Solche Sachen sind manchmal nicht mal unbedingt nur der Inhalt, eben, ist eben nicht nur die Information vom Evangelium, die wir rausbringen, das gehört auch dazu, sondern auch die Form. Wie lebt man? Wie lebt man miteinander? Wie geht man mit Spannungen um? Dort habe ich das Gefühl, haben wir extrem etwas zu bieten, wenn wir es gut machen. Und haben auch extrem oft natürlich das nicht gut gemacht als Kirche. Also es gibt genug Beispiele vom Christentum, was nicht ein konstruktiver Beitrag war für Sachen. Aber während das oft betont wird, wird das andere manchmal ein bisschen unterbetont. Oder das andere ist echt der Bereich, der zukunftsgerichtet für uns wichtig ist. Wo ich das Gefühl habe, wo wir dranbleiben müssen, wo mein persönliches Gebet ist, mein Wunsch ist, dass wir das machen und wo wir uns auch an diesen Studientagen damit beschäftigen. Ja, du hast etwas, jetzt so, wenn ich dir lebe, Frisches so, und eben Hoffnungsvolles. Übrigens ist mir vorher auch durch den Kopf, Philipp Bartholomä hat das einmal zu Karlsruhe am Willow-Kongress so schön gesagt, es braucht einen hoffnungsvollen Realismus in die Zeit hinein. Oder? Eben Zahlen sind schlecht, aber so ein bisschen etwas, eine Hoffnungssturheit. Und die verkörperst du auch noch immer durch, glaube ich. Oder dir vielleicht auch als Zentrum dort, oder? Also es ist sicher, wir sind sicher getrieben von Hoffnung. Ja, wenn wir nicht Hoffnung hätten, dann würde man nicht machen, was man macht, das stimmt. Ich finde es gut, dass du sagst, oder dass der Bartholomä auch sagt, es muss realistisch sein. Und das heisst heranschauen, das heisst genau heranschauen. Aber es stimmt, also ich meine, am Schluss, das Gute an dem, was wir machen, ist, und was die Kirche macht, ist, Gott ist am Schluss der verantwortlich ist und was eigentlich machen muss. Was wir probieren, ist, uns zur Verfügung zu stellen und zu hören, was ist er am tun und dort einzuklinken. Und dort kommt dann auch die Kraft und die Gnade und die Energie, dass dann eben auch etwas kann sich verändern kann. Das ist schon so. Und ich habe das Gefühl, Hoffnung ist unsere Ressource. Hoffnung ist das, was das Christentum zu bieten hat. Oder eine der Hauptsachen. Wenn du das nicht mehr hast, wenn du nicht an einen Gott glaubst, der die Welt geschaffen hat, der sie irgendwie im Griff hat, auch wenn es nicht immer so aussieht, und der eine gute Zukunft parat hat für die Welt und für die Menschen, für uns. Was bleibt dir denn noch? Dann bleibt dir aber gar nicht mehr viel. Also ein spannender Ersatz ist dann eben Technik. Darum ist es so ein Thema, das mich sehr fasziniert. Wir machen hier einen Film über jetzt der genau, KI und was dort rauskommt. Ja. Wir machen dort einen Dokumentarfilm über so Zukunftsvisionen. Und wenn man nicht Gott hat, dann ist die einzige Hoffnung, dass wir Wissenschaft, Medizin und Technik, dass die unsere Probleme lösen können. Eine ewige Jugend fast noch. Ja, genau. Also, es geht ein bisschen zu so Science-Fiction, bei so Science-Fiction-Heilsversprechen. Dort gibt es das ganze Programm. Aber auch ganz abgebrochen, das kennt jeder von uns, kennt ehrlich das Gefühl, Corona kommt und die erste Ding ist durch irgendwie hoffentlich eine Impfung. Oder eine Krankheit kommt, hoffentlich gibt es eine Therapie dafür. Und der Punkt ist ja genau, das ist ja alles extrem cool. Also wir sind ja froh für technische, wissenschaftliche, medizinische Fortschritte. Wir wollen auch nicht in einer Welt leben, wo das nicht ist. Aber gleichzeitig ist das Spannende bei der Technik eben, dass sie unsere menschlichen Probleme nicht lösen kann. Und dann kommt auch wieder das Evangelium rein, da kommt auch wieder der Glaube rein, ist, wenn wir starke Technik haben, dann reproduzieren wir einfach die menschlichen Probleme mit mehr Handlungsmacht. Also der Klassiker ist, fast jede Innovation auf der technischen Seite wird als erstes irgendwie vom Militär übernommen und gebraucht und eingesetzt. Und am Schluss fragst du dich, wir haben so viele gute Ideen gehabt, aber faktisch, wie kommt es raus? Und das heisst, egal wie fest wir technisch fortschreiten, wir müssen damit auch menschlich fortschreiten. Und als Christ würde ich sagen, auch irgendwie geistlich braucht es Fortschritt, es braucht eben auch Weisheit mit der Technik, mit den Innovationen. So. Und das ist einer der Bereiche, wo ich das Gefühl habe, dort haben wir als Christentum eine reiche Tradition von Nachdenken über das Menschliche, über Sünde, über die Brochenheit des Menschen, wie man mit dem umgeht, wie man aber die Energie, die gleich in uns drin ist, die Innovationskraft, gleich vorwärtsgerichtet, hoffnungsvoll
einsetzen kann, wo wir unbedingt in die technischen Debatten über die Zukunft reinbringen müssen. Also es braucht Christen, die dort engagiert sind, es braucht Ingenieure, es braucht eine Hoffnungsvision. Wir müssen jetzt auch nicht nur sagen, alles Technik ist schlecht und KI ist schlecht und so, sondern wir müssen Alternativen zeigen. Was ist denn eine christliche, hoffnungsvolle Perspektive auf eine technisierte Zukunft? Wie würde das aussehen? So? Das ist so ein Anwendungsfeld. Aber das kannst du fast überall durchbuchstabieren. Ja, haben wir natürlich schon unglaubliche Ressourcen und Weisheit eigentlich zu bringen für eben, was ist ein gesund ausbalanciertes Leben in diesem Neuen, oder? Wo da über uns kommt, sozusagen manchmal. Ja, spannend. Und was mich fasziniert, ist eben, dass man immer wieder zurückkommt zu den ganz basalen, alltäglichen Sachen, die eigentlich jedes Grosse in der Kirche auch schon weiss. Am Schluss ist eben, das ist das Faszinierende, am Schluss sind die Probleme, die sich dann aufbaustern zu globalen Konflikten, haben am Schluss gleich auch etwas damit zu tun, wie lebe ich in meinem Alltag, wie gehe ich mit den Menschen um mich herum, was ist meine Beziehung zu Gott, wie gehe ich mit meinen inneren Herausforderungen, mit meinen seelischen Challenges, mit Neid, mit Eifersucht, mit Frustration, mit all diesen Sachen. Und dort hier ist echt im alltäglichen Leben sozusagen bewährt sich und kommt der Samen von dem, wo wenn man es eben irgendwie wirklich leben kann und wirklich sieht, dass es Frucht trägt, in der Gesellschaft wirklich etwas kann verändern kann. Darum ist es spannend, für mich ist es ein kleines Hin und Her zwischen eine globale KI-Zukunft und was immer. Dann kann man fast überfordert sein und ist so, was mache ich überhaupt mit dem? Ja, aber am Schluss sind es dann eben ganz kleine Sachen, wie ich und du heute miteinander umgehen und unser Leben leben, wo eben am Schluss sich aufblaustern zu diesen riesen Mega-Problemen, die wir auch haben. Also, und man muss beide Seiten im Blick haben. Und als Christen können wir mindestens auf dieser Ebene heute anfangen, unser Leben zu ändern und das auf eine bessere Art zu machen, als wir vielleicht bis jetzt haben. Und dann wird eben das mit dem hoffnungsvollen Blick wieder ganz, ganz konkret und persönlich. Das ist jetzt wirklich mega schön erklärt. Oder? Sagen, es spielt keine Rolle, was ich in meinem Leben gestalte. Nein, es spielt eben absolut eine Rolle. Ja, es spielt eine Rolle, ja. Weil wie gesagt, die Glaubwürdigkeit von Leuten, das Spannende an der Studientag ist, da kommen Leute, die eigentlich, selber ein bisschen das kulturelle Zeugnis verkörpern. Also kommt der Michael Triegel, ist ein Kunstmaler, der Tom Holland ist ein Historiker, die Esther Maria Magnus ist eine Romanautorin. Und die erwähne ich, weil sie alle ähnlich sind, weil sie alle wie eine Bekehrungsstory haben mit dem Christentum, wo ehrlich so ein bisschen über die Kultur ist gelaufen. Also der Tom Holland ist ein Historiker, ist einer der berühmtesten, auch erfolgreichsten Historiker, was es heute gibt. Der hat einen Podcast, «The Rest is History». Der füllt Stadien mit seinem Podcast von Leuten, die das live schauen können. Und er hat ein Buch geschrieben über das Christentum, er war nicht Christ. Er war ein antiker Historiker, war zuerst Fan von so Rom, Imperien, Griechenland, solche Sachen. Er hat ein Buch über das Christentum geschrieben, über die Geschichte des Christentums und hat gemerkt, beim Schreiben von diesem Buch, dass ganz viele von den so moralischen und kulturellen Werten, die ihm wichtig sind, ehrlich aus dem Christentum kommen. Also er hat Antike cool gefunden, aber wie man in der Antike mit Frauen umgegangen ist, wie man mit Sklaven umgegangen ist, mit Kindern und so weiter, das hat ihn immer durch so ein bisschen, das ist nicht das Inspirierendste. Und dann hat er wie gemerkt, das ist eigentlich eine christliche Innovation, wie man über einen Menschen nachdenkt. So. Und hat sich beim Schreiben von diesem Buch dann bekehrt, beim sich auseinandersetzen mit der Geschichte des Christentums. Und hat dann sogar gemerkt, sogar die Kreuzzüge oder die Sachen, die alle schlecht sind gelaufen in der Christentumsgeschichte, die sind negativ bewertet mit dem Maßstab des Evangeliums. Ja, wenn die Maßstab ist Nächstenliebe und Barmherzigkeit, dann kannst du nach Kreuzzügen natürlich kritisieren. Aber rein in der Logik von Imperien und von Politik ist es einfach islamische Expansion und dann eine Gegenbewegung von diesen Königreichen. Also das ist einfach sozusagen, politisch gesehen ist es einfach Krieg. Das ist verwerflich so. Aber es ist wegen dem Evangelium, dass wir sensibel sind darauf, dass die Kirche eben so etwas nicht machen sollte. Das heisst, du hast wie eine Innovation, eine christliche. So. Und der bekehrt sich dann durch das Buch und verkörpert dann eben etwas durch das. Und redet jetzt zu ganz vielen Leuten, die überhaupt nicht mit dem Christentum am Hut haben, aber kann dort drin christliche Werte, christliche Perspektiven reinbringen auf eine Art, die sehr viel mehr Impact hat, als wenn jetzt halt einfach nur das hat, was am Sonntag predigt wird, weil die Leute nicht in eine Predigt kämen.
Und das Gleiche gibt es auf Michael Triegel, der Kunstmaler ist. Etwas Ähnliches gibt es mit der Magnis, mit der Esther Maria, die eine Romanautorin ist, die auch in säkularen Verlagen publiziert. Und ehrlich etwas von diesem Evangelium dort hier reintragen auf eine Art, wie es sonst nicht zugänglich wäre. Und jetzt, wenn du da so anfängst zu erzählen, reut es mich umso mehr, dass ich nicht selber dabei sein kann. Ja, es ist wie im Ausland an der etwas. Konferenz. Das ist wirklich bitter, muss ich sagen, weil es ist vom Thema her etwas, was mich sehr interessiert. Cultural Witness, das Ganze, was ihr jetzt da aufgreift. Und eben so, wenn du so von den Referenten redest. Aber ja, sie kommen wieder, da fahren ja sicher weiter. Natürlich, ja. Jetzt so das Mini-Jubiläum, könnte man sagen, oder? Ja, genau. Wo ihr jetzt feiert, der 10. von diesen solchen Anlässen, die jetzt in Freiburg werden stattfinden oder wird stattfinden, dieser Woche ab dem 13. Juni. Hey, total spannend gewesen, Oliver, ein bisschen dich zu erleben und so zu merken, wo du auch ja, thematisch drin bist und wie du da mit viel Leidenschaft einfach in die Themen einsteigst. Und ich glaube, das war das Warm-up für jetzt die Tage. Danke, ja. Merci für die Einladung. Super, danke dir noch einmal vielmals und wünsche euch viel spannende Erkenntnisse und Inspirationen die Tage jetzt an diesen Studientagen. Merci vielmals. Ja, und es ist natürlich noch möglich, sich anzumelden. Ich nehme an, das ist immer, gell? Ja, wenn ich das so ankündige, könnt ihr euch immer noch anmelden. Wir tun den Link natürlich in die Videobeschreibung dazu, wenn ihr da noch wollt, das Programm genauer studieren oder eben euch entscheidet spontan noch, yes, das ist auch für mich, da möchte ich mich mit diesen Themen und Fragen auseinandersetzen, dann kann ich das sehr herzlich empfehlen. Danke vielmals für euer Interesse am heutigen Talk und bis gleich wieder. Tschüss zusammen.